Robin, Joel? hast du schon ein Paperlicker am Bauch? Sie vegan, das heißt, ich weiß nicht, wie die hatten du sollen hinkommen. Dat hei aus Maybe Sachs. Wir schwatzen als Mittwoch über ein anderes Thema zur Sexualität. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch, freitagsmittags um 3 oder auf www.sexpodcast.lu. Moin und willkommen bei einer neuen Episode von Maybe Sex. Wir schwätzen heute über das ethisch Konsumieren von Paperlicken. Nee, wir schwätzen heute über Verlebt-Sein, überlebt an all anderen Gefühle, die irgendwie mal dazu dienen haben. Und auch wie die Gefühle als Beziehungen können beeinflussen. Das ist ein bisschen so ein Spin-off von der letzten Episode, wo wir ja über Dating am Poly-Kontext geschwärzt hatten. Und da sind ja auch schon so Begriffe wie New Relationship Energy gefallen. Und mir ist gedacht, wir geben das Thema verlebt sein, lebt, New Relationship Energy, Old Relationship Energy ein bisschen ausbauen. Mir für dann aber einfach zurückzukommen bei die Paperlicker, da das ja am Anfang eine Metapher für so wie Kribbeln, was den am Bauch hat. Wie fühlt sich verlebt sein bei dir und Robin? Oh, das ist ein schwierig froh. Ich meine, ja, schon die Piperlicken am Bauch, an den Excitement von, oh mein Gott, die Person. Und auch, dass ich muss unkontrolliert grinsen oder ein dummes Lachen auf das Gesicht kriegen, wenn ich über die Person nur denke. Und ich merke einfach, dass die Person, an der ich vor allem gerade frisch verliebt bin, dann viel an meinem Kopf rumschwirrt und ziemlich präsent ist an meinen Gedanken. Mhm. Ist das oft? Ich dann nicht, ich verlebe mich relativ also ich kriege relativ romantisch oder stark romantisch Gefühle für Leute. Ich entwickle sehr lebt für Leute, mir man sehr Verleibtheit von der Sinne. Also für mich ergibt das ziemlich viel Sinn. Ich meine, ich gebe vielleicht sogar 3 verschiedene Kategorien abmachen. Also so richtig verlebt wäre ich mein im Leben 2 Mal und da wäre ich schon noch immer relativ jung. Also enke auch mehr jung, wie ich Menge gibt, das Leute normalerweise sich verleben. Aber für mich wird sich das aber ziemlich so angefühlt und wäre eigentlich relativ real. Und enke wäre ich halt ein bisschen mehr alt, aber ja, auch noch relativ jung. Und das hört sich immer ziemlich krass angefühlt. Also einerseits so, dass ich wusste, okay, ich sie verlebt, und andererseits halt kribbeln, bei mir sich noch ein Handy kribbeln und nervös, wenn ich die Person gesehen und just an die Person denken können. Und du sagst nicht anders das. Und ich finde das am Anfang nie als immens angenehm empfunden, muss ich ehrlich zugeben. Was wahrscheinlich auch darunter lag, dass die Verleibtheit nicht reziprok wäre. Und du auch einfach dann nie irgendwie eine Beziehung oder eine romantische Beziehung entstehen konnte. Dem wäre leider so, dass das halt ja, für mich nicht so angenehm wäre, für die verliebt zu sein. Und das hat teilweise auch ziemlich lang angehalten. Das Gefühl da wäre, immer wenn ich die Person gesehen habe, und dass ich auch einfach ziemlich lang davon betroffen wäre. Für mich wäre das dann nicht so angenehm. Und dann gibt es aber so für mich noch irgendwas so zwischen dem krassen Verleibtsein und eine Person, die ich irgendwie cool fand, wo ich logisch finde, dass das, was vielleicht Leute Crush nennen. Also ich fand eine Person cool, ich fand es interessant, ich freue mich, sie zu sehen. Ich bin vielleicht auch ein bisschen nervös. Aber das ist nicht so das krasse Gefühl, wie wenn du dem Leben dann dort gehst, was ich bei dem Verleibtsein hat. Und die Crushes hat schon ein bisschen mehr oft. Und die sind meistens auch, also, wenn aus den Beziehungen erst ging, also, oder wenn ich nicht weiter Kontakt mit den Personen hat, dann wäre das doch nicht schlimm oder so. Das beim Verleibtsein, da wäre schon eine Auflehnung wird ziemlich weh getan. Okay, das fand ich aber ganz interessant, weil die letzten Kehren, dass ich mich verliebt habe, habe ich mich an Leute verliebt, mit denen ich eine nicht platonische Beziehung angegangen bin. Das heißt, ich fange nur Leute zu daten und schon mit ihnen an einer nicht platonischen Relation zu sein und dann irgendwann setzt sich das Gefühl vom Verliebtsein an. Und am Englischen fand ich das schön gesagt, so I'm falling in love with them, was für mich nicht gleichzusetzen mit Leave das,
mich mit dem verleben. Und das sind dann für mich so wirklich die stark romantischen Gefühle. Ich hatte das aber manchmal noch nie, dass ich mich an eine Person verliebt habe, mit der ich nicht schon eine platonische Beziehung hat. Mhm. Ich überlege gerade, ich meine schon die zwei Personen, die gegangen ist, nicht wirklich viel kannt, so ein bisschen. Und das ist auch an den zwei Fällen mehr oder weniger so von 0 auf 100 gewesen. Also ganz komisch, so wirklich so wie aus dem Märchen, Liebe auf den ersten Blick. Zack, Knall, Boom, schlägt der Blödsinn an und du warst ein anderer Mensch. Oha, okay, krass. Stört nicht, dass Leute das wirklich erleben giffen. Stört schon mal, dass das so ein Filmmärchen wird, dass sie das Liebe auf den ersten Blick. Aber das ist mega interessant. Also was für mich halt komisch wäre, so, weil das relativ am Anfang von meinem Leben geschieht, also wie gesagt, ich wäre wirklich schon ziemlich jung, holt sich alles, was da noch kommt, also irgendwie so, okay, da das, du passt irgendwie angezogen und die Person mir das nicht wirklich statt wie ein Demos wäre. Und ich halt immer gedacht, so, okay, vielleicht sind ja weggeht, aromantisch oder es gibt das wirklich just ein Kehr am Leben oder irgendetwas das Futti mit dir oder keine Ahnung. Also das ist immer ziemlich komisch so Gefühl, so, weil das halt ein Kehr so ein riesig großes Gefühl wäre, dass du ein bisschen mich spät nachherkommst, hast du gemerkt, okay, das kann aber auch mir oft passieren. Aber ja, das ist schon interessant, wie unterschiedlich das sie kann. Und dann natürlich auch spannend, wer alles aus den Gefühlen kann rauskommen und passieren. Ja, absolut. Wie viel sich dann lebt für den Jun? Aber wie unterschied sich das vom verlebt sind? Also für mich wäre verlebt sind ja immer ziemlich etwas, was mit echter negative Gefühle verbunden wäre. Also wo ich immer gedacht habe, okay, das ist so, ich muss die Person irgendwie kennenlernen und von mir überzeugen, aber wenn das nicht klappt, dann wird irgendetwas ganz Schlimmes passieren und ich werde mich ganz schrecklich fühlen. Und ich bin noch einfach in einem Zustand von konstanter Abgeregtheit und Nervosität, die ich nicht irgendwie klein kriegen. Und dagegen fühlt sich schläft einfach für mich angenehm. Also so, okay, ich bin eine Person mega gern und das ist mega cool und sieht mich auch gern. Und das ist wie ein groß, dick, flauschig Decken, an den sich ankuscheln kann. So gebe ich das nochmal beschreiben. Also da habe ich nicht unbedingt so die krass körperlichen Symptome, wo irgendwie wie eine Nervosität oder irgendetwas was kribbelt oder so. Aber das ist echt so ein entspannendes Gefühl für mich. Wie ist das für dich? Ich fand gerade so am Kontrast, also bei mir oft so, dass lebt als so etwas Ruhiges, lebt als etwas Daves und etwas, was die manchmal so Vertrauen zu denen hat, und Comfort und daheim. Und verlebt sind als dann mehr so etwas mehr Aufregendes und so Piperlicken und das, oh mein Gott, und ich fand die Manns schön, weil ich schon auch eine Beziehung, die wirklich eine Langzeitbeziehung ist und ich merke einfach, dass ich noch immer an die Person verliebt bin und dass ich auch immer noch kann so die Piperlicken am Bauch für die Person haben und dass ja, ich noch immer verliebt bin an die Person, dass die Verliebtheit und lebt aber so koexistieren neben den und mit den. Und den Kontrast fand ich immens schön und auch ziemlich faszinierend, weil sich die Verliebtheit trotzdem irgendwie behalten wird. Auch wenn sie mir ruhig gehen ist. Einfach wie das halt ist mit Beziehungen, dass du ein bisschen mehr in ruhig Verliebtheit gehen. Mich merken aber, dass es noch immer eine Verliebtheit ist. Oder schmangen zu merken, dass es noch immer eine Verliebtheit ist. Ich muss auch so mit all diesen Konzepten schon immer immens Schwierigkeiten für das ganz klar zu trennen und für das zu definieren und für das auch bei mir selber so zu erkennen. Das ist einfach ein komisches Gefühl. Ja, ich fand das auch immens schwierig, für herauszufinden, was den Anfang für eine Person empfindet. Ich hatte darüber auch eine kleine Episode mit Kelly abgeholt. Die heißt, ich will etwas von dir mehr wert eigentlich. Da hatten wir auch über die verschiedenen Unzählungsformen von Crush und Squish und noch ganz viele andere wieder geschwärzt. Und das möchte für mich ein bisschen mehr einfach, wenn ich so sage, okay, das ist eine Attraktion, die besteht echt da auf dem Do-Level oder auf dem anderen. Mir oft vermischt sich das ja trotzdem und du den eine Person nicht aus seinem Grund gern oder dass sie nicht aus seinem Grund in eine Person umgezogen,
mehr aus der May an enger Mischung von vielen und dann ist es ganz schwierig wie genau zu benennen was das Gefühl aus und ich Gefühl das also von Person zu Person ein bisschen unterschiedlich wie sich das dann auffällt und wie ihn sich dann auch mit der Person fühlt wie von der Person fühlt und wie dann auch quasi die körperlichen Symptome das ist ein bisschen eine komische Langage, den ich da habe. Ich weiß nicht genau, wie ich das so soll nennen, von der Verleftheit oder von der Lebt sich äußere bei einem. Man schenkt das auch ganz individuell einfach. Und ja, ich hatte das zwar nur so erzählt, dass ich die Liebe auf den ersten Blick da einmal in meinem Leben hat. Ich meine, das ist etwas, was so als gesellschaftliche Erzählung immens dominant ist. Und ich hatte ganz lange so das Gefühl, okay, wenn das nicht ist, dann ist es kein Leif oder da bist du nicht verlebt und dir sich nicht Futti, dass das mit dir nicht geschieht und dass du dich nicht verlebst. Und ich meine, du ist einfach wichtig für sich in Erinnerung zu rufen, dass halt Leif ganz viel verschiedene Formen kann haben und sich ganz viel verschieden kann ausspielen und halt nicht all Verleftheit oder all Crush sich in einem Muster auflebt, wie in der vielleicht aus den Medien kennt oder wie in der das Erzählungen kennt, mehr halt bei jedem ganz ernst das kann sein. Ja, da ging ich da rasch. Ich muss so, gerade weil wir darüber geschwatzt haben, über das Erkennen, ich schon hast du Schwierigkeiten für New Relationship Energy. Das heißt, die Gefühle, die ihn hat, wenn ihn eine neue Beziehung mit einer neuen Person angeht, oder auch mit einer nicht neuer Person, also wenn seiner Freundschaft, ob jemand mehr wie eine Freundschaft geht. Ich nenne das Problem für das ganz klar vom Verleftsein zu unterscheiden. Wie ist das bei dir? Also für mich als New Relationship Energy oft ein bisschen so wie ein umgedrehten Hangover. Also ich meine, das tut immer dazu dienen, dass das oft das Gefühl als erste abkommen ist, nachdem sich irgendwie ein längerer Weekend mit einer Person verbrüchen und dann die erste Sachen geschieht sind, die so nicht platonisch wären. Und ihn dann irgendwie aus dem Weekend rauskommt und so das Gefühl hat, okay, ich schon ein Hangover, mir ob ein gut Erde weiß. Ich bin zwar mega mit, aber ich bin noch mega glücklich und mega froh. Und das wunderschön und die Welt ist super. Und die Energie, die hält dann irgendwie nicht so auf, mir die bleibt eine Zeit lang. Mir fällt wirklich schwer für Vergleich zu ziehen, den halt nicht da ist. Aber ja, so ein bisschen so ein Dauergrinsen eine Zeit lang, mehr Energie auch und einfach froh sein und auch die Person willen die ganze Zeit gesehen und so viel mehr Zeit mit der Person willen verbringen, auch wenn das natürlich nicht immer geht. Wie ist das bei dir? Ich meine, bei mir äußert es sich mehr durch Negativgefühle. Ich habe eine ganz negative Verbindung mit New Relationship Energy. Und zwar ist das Dinge von, dass ich anfange nervös zu gehen und dass ich anfange zu sehen, so, oh ja, die Person, so einerseits halt gut Gefühle, so wie es du beschrieben hast, die denen ich auch. Mir das macht mich dann aber auch schon nervös, weil es mich dann auch einfach, ich bin auf mir selber genervt, dass du die ganze Zeit die Person an meinem Kopf rumspukt und ich sehe so, das war ein schöner Weekend, so, und das haunt mich dann auch so. Was einerseits halt schön ist, mir andererseits ist aber auch als immens nervig empfunden. Und dann auch, weil, und ich meine, du hast dann einen Punkt, wo New Relationship Energy und Verleftheit sich dann eventuell ein bisschen überschneiden, weil ich ab und zu Spiel ist und aber noch nicht fast ist, an der Hinsicht, dass ich anfange, dass die Person mal wichtig wird und dass ich die Person ja weiter gesehen, dann fängt mir dann nur wichtig zu geben, was die Person über mich denkt. Und gleichzeitig ist aber noch nicht die Vertrauensbasis do von, okay, ich kenne die Person gut und weiß, wie die Person reagiert. Mit das hier noch immer dann eine neue Person und eine neue Beziehung. Und ich habe noch gut kein gutes Gefühl von der Dynamik, die man von haben. Und also für mich ist das immer mit ganz vielen negativen Gefühlen, mit ganz viel Anxiety verbunden. Einfach weil ich auch noch dann kein Vertrauen oder nicht da Dave Vertrauen an die Person haben, die ich mit anderen Leuten habe, weil es mir einfach möchte, Schwierigkeiten zu überkommen. Weil New Relationship Energy auch oft zusammenfällt mit den Layer, die sich am Anfang noch kennen. Also für mich klingt das am Anfang, wie wenn es ein relativ guter, gesunder Blick auf die Sache ist. Ich sehe manchmal die Person, die dann halt während der New Relationship Energy
Ja, dafür hecht sie ja so und sie möchte ja aber trotzdem auch glücklich und gibt ja auch den Begriff von der rosaroten Brille, die steht in die Welt, da guckt, das ist dann einfach ein bisschen mehr naiv sind, dann denken, oh, das wird schon gehen und ich bin so froh und die anderen sind auch so froh und wir genießen das lo, kommen mir nicht so viel Gedanken über Zukunft, also so dem Modus, den Leute wie meinst nur, weil sich das halt einfach immens gut aufhielt. Ich kann aber gut verstehen, dass du die Gedanken, die vielleicht schon ein bisschen wie weit gehen, schon muss, dass die halt auch nicht unbedingt so angenehm sind, weil das ist effektiv ein Gefahr. Und mir hat ja auch an der letzten Episode ein bisschen schon drüber geschwärzt, dass an Polybeziehungen durchaus dazu kann führen, dass den halt so Ressourcenprobleme kriegt, weil eng Person dann immens priorisiert, dann ganz oft will gesehen, weil das halt so flott ist durch die New Relationship Energy an den dann andere Leute vernachlässigt. Genau, ich ging dann erstens nervös, dass ich meine anderen PartnerInnen vernachlässigen und zweitens ging ich auch nervös über das, was nur der New Relationship Energy könnt, weil schon aber immer ein bisschen Angst, dass du nur nicht mehr übrig hast, wenn das bis forderst. Oder dass die andere Person nicht mehr dann für mich übrig hat, wenn die New Relationship Energy bis forderst. Weil ich fand, dass New Relationship Energy ist so eine Flamme, die ganz hell und ganz intensiv brennt. Aber sie hat auch den Risk, dass sie immens sehr einfach ausbrennt und dann nicht mehr da ist. Und wie das sich New Relationship Energy erstens nicht so stark kann und zweitens auch nicht so genießen und mehr längerfristig Beziehungen genießen, als das dann etwas, das mich dann auch immer jemand nervös macht, dass das kein geschehen. Und die rosarote Brille von, oh, ich lebe am Lo und das ist gerade alles schön, das habe ich am Anfang kaum bis gar nicht. Also das könnte man wirklich nicht viel. Ah ja, spannend. Dann hast du am Viergespräch auch noch angeschwärzt, dass es quasi Old Relationship Energy gibt. Was versteht ihr darin? Mein Thema ist immer Stable Relationship Energy. Mehr Old Relationship Energy geht doch. Ja, den hast du am Anfang auch nicht flott. Ja, das ist so das, was ich an Beziehungen will erreichen. Das ist für mich so, dass die Dave Vertrautheit lebt, einfach Vertrauen an, hey, wir haben als Dynamik gefunden, wir haben als Vibe gefunden, wir haben als Beziehung wie auch immer definiert und wir wissen, wie wir zunächst stehen. Und das ist für mich einfach so eine Situation von immensem Vertrauen, auf wo ich auch immens kann loslassen, auf wo ich dann auch kann immens Casual-Beziehungen mit Leuten feiern, die aber halt ob der lebt und ob Vertrauen basiert sind, weil ich einfach weiß, okay, wir haben zwar so als Beziehung, wir schwatzen nicht all 2D-Spannen und wir sehen uns nicht zweimal die Woche. Ich weiß aber, ich vertraue, dass du bist du und ich vertraue, dass du bist rum. Und ich vergleiche das immer gerne so, wenn New Relationship Energy so ein hell brennend Flamme ist, wo alles intensiver sind, wo Gefühle stark sind, dann ist Stable Relationship Energy so ein schön gemütlich Kameinfeuer, weil einfach Sicherheit und Komfort ist und so heimlich und wo ich mich einfach ganz wohl drauf fühle. Viel mehr wie an dem Sturm, den New Relationship Energy ist. Wie ist das bei der? Ich meine, ich wäre noch nicht an so viele Beziehungen, wo es dann so ein gut Stable Relationship Energy gouf. Also natürlich mittlerweile schon an der pur, aber nicht so viel. Dafür fand ich das ganz interessant, dass das für dich so den Goal ist. Also ich meine, schon dann oft bei der New Relationship Energy schon mal abgehalten oder tut sich dann nicht immer eine Stable Relationship Energy entwickeln können. Aber wenn sie da wäre, dann kann ich das am Anfang auch so schreiben, also das mit dem Kameinfeuer, das ist am Anfang eine gute Metapher für mich auch. Ich hatte vorhin bei der Live gesagt, dass wir eng decken. Das ist Stable Relationship Energy manchmal auch zu einem Deal einfach ein bisschen so eine Comfortzone. Ich fand aber nicht, dass das etwas ist, was so einfach natürlich könnt und was dann immer bleibt. Aber das halt wie das alte Sprichwort, dass Beziehungen sind erwischt, muss ihn auch an so Liebesbeziehungen schaffen und halt dafür sorgen, dass in Heinz normal für bei dieser Metapher zu bleiben, ein Stück Holz an Feuer lädt, dass das kann weiter brennen. Das kann auf ganz verschiedene Manieren Sinn wie in der Beziehung schafft, aber oft ist es einfach, dass muss mit Konflikten eins gehen, dass muss probieren, Lösungen zu finden. Und das geht halt nicht automatisch.
just weil eng Person gerne hört oder just weil mal länger verlebt wenn eng Person mir dat geht halt just an dem Sinn sich selber an der Beziehung zu summen schafft an halt kompliziert Diskussionen feiert Kompromisse angeht also weiter. Du ginst da absolut recht, dat unterschreiben ich genauso. Das wie du siehst, auch kann mein Feuer brennt nicht vom selben. Du musst den Hans durch den Holz nur leeren. Und das einfach ernähren, an die Beziehung füttern. Bist du ein Typ Weker von New Relationship Energy an Stable Relationship Energy übergehen? Für allem, wenn du eine Person hast, wie du, die das ein bisschen nervös möchte. Oh, ein Tipp. Ich fand das immer schwierig, gerade weil ich hier nicht die einzige Person bin, die du etwas zu sagen hört, gebe ich nur mal so. War doch der Grund, dass sie wartet, mich so nervös mischt, neue Beziehungen anzugehen. Weil es nicht nur mir leid. Mich meine aber, dass Kommunikation einfach ganz wichtig ist. Und noch darüber zu schwätzen, ob ich überhaupt eine längerfristige Beziehung will, weil schon das ist immer eine wichtige Diskussion, die hast du, wenn ihn ganz stark geblendet ist von der New Relationship Energy, bis sie kurz könnt, mit zu sagen, hey, was sind dann als Aufsichten? Willst du einfach eine schöne Summe mit mir haben? Oder soll das mir längerfristig gehen? Und weil ja, wie leben wir längerfristig Beziehungen? Sind wir überhaupt kompatibel? Weil das ist etwas, was ich noch immer muss bedenken, lebt oder Gefühle verlebt, hat sich schön, aber das geht nicht immer durch. Also, wenn kann ich sich so gerne wie ihr will, wenn ihr nicht kompatibel ist, dann ist ihr nicht kompatibel oder da sind die dir nicht kompatibel. Und ich meine, für so frei wie möglich oder ab einem Zeitpunkt, wo sich aber ich die Ubilder, wo es Sinn geht darüber zu schwätzen, hey, was will ihr mir überhaupt hier raus? Und wenn man alle beide eine längerfristige Beziehung als vorstellen könnte, wie gibt das überhaupt ausgesehen und was sind als Love Languages, die so eine Stable Relationship Energy unterstützen, ernähren. Hast du irgendwelche Tipps aus deiner Erfahrung? Just das, was du da gesagt hast, also ich meine, dass den drüber schwätzen kann, dass den sich halt Regeln ausmachen kann, wie die Beziehung soll aussehen, oder Regeln sich halt einfach kann ausmachen, wie die Beziehung soll aussehen. Ja, vielleicht auch halt einfach ausprobiert, wie ist es, wenn wir als Pudisch nicht kontaktieren oder nicht gesehen, je nachdem, wie eng der Kontakt ist. Weil das mein Job ist, was bei so New Relationship Energy, wenn Beziehung an der Phase ist, ganz, bei mir jedenfalls ganz stärker ist, wenn sich dann immens viel man nicht kommuniziert, immens viel gesagt und dann immens schwierig ist, viermal einen Aufstand zu kriegen. Aber wenn den dann hört, dann mir die vielleicht irgendwie, okay, das wäre aber nicht so cool oder nicht das, was ich gebraucht habe. Also das sind so Tester, die ganz gut sind, für das auszuhalten, wo ihn dann noch mit sich selber und von einer Person gucken kann, okay, wie kann ich von einer Phase von der Beziehung, wo sie immens aufregend an Energie geladen ist, an eine Phase kommen, die vielleicht ein bisschen mehr ruhig ist, aber die halt mehr stabil ist. Ja, was ich am Anfang wollte sagen ist, dass den halt viel muss schwätzen, viel ausprobieren muss und halt sich bewusst sein muss, dass die Phase von der großer Flamme, wie du es genannt hast, nicht ewig schwer unhalten, dass das einfach gut ist für Plankton und für Donau, wie auch den dann immer ausgesehen. Heißt du, also ja, Situationen, so zum Beispiel Stichwort Vakanzen, Fling, der den gar nicht so die einfach Möglichkeit hat, für das längerfristig auf Bein zu stellen. Das kann ja auch super okay sein. Kann ja auch sein, dass den sich sieht, okay, das war so, die ewig schläft auf 2 Wochen. Da wäre das ist gut, wenn den das weiß und das ist gut, wenn all die Beteiligten das gut fanden und du mal d'accord sind und das wissen, dass wir manchmal das wichtigst an so einem Fall. Genau, du gehst da recht. Sowieso ist das eine gute Sache für über Erwartungen und Hoffnungen zu schwätzen mit den Leuten, mit denen neue Beziehungen angeht. Wie ist das da, Joel, wenn von oder ein von den PartnerInnen stark New Relationship Energy mit einer neuen Person hat? Wie empfindest du das? Weil schon das gerade nicht monogame Beziehungen auch immer ein großes Thema. Du hast schon nicht so viel Erfahrung damit, aber meistens hat mich das dann echt dann nervös gemacht. Und ich weiß, dass es Möglichkeiten gibt und das wäre auch schon so für sich mal zu freuen. Meine erste Reaktion ist immer so, okay, ich bin ein bisschen nervös.
An am Anfang hätte ich gern die Zeit und die Ressourcen, die ich sonst hat und die sind auch nicht da. Das macht mich dann echt nervös und ja, fand ich immer ein bisschen schwierig. Wie ist das bei dir? Ich fand immer mal für dich süß, weil ich fand gerade Leute, mit denen ich wahnsinnig froh bin, wenn sie so excitedly an einer New Relationship Energy sind und einfach ich klar gesehen, dass sie gerade Wald durch eine rosa-rote Brille gesehen. Das fand ich mega schön. Und es ist dann immer so, du naive kleinen Hus, so die rosa-rote Brille, wie so genesen, so lange es undauert. Ich freue mich dann immer ziemlich für meine PartnerInnen. Aber ich passe dann auch immer gut auf, dass ob meine Besoin noch erfüllt gehen und wenn das nicht der Fall ist, dass ich das dann so sehr wie möglich ausschwätzen, für dass sich da nicht aufbaut, was irgendwie Resentment ist, weil schon, dass so Sachen das Risiko haben, dass ich sehr etwas ausstauen kann und dass ich dann den Mund hält, weil ich nicht will, das Spiel von dir sehen und dass ich dann irgendwann etwas riesengroßen, toxischen, selbstzerstörenden Schlamm irgendwo gebildet wird an einem, den irgendwann ausbricht, an den vieles kaputt machen. Das heißt, ich gucke dann auch für sehr zu kommunizieren. Wir sind aber auch dann minolässig mit meinen PartnerInnen, für ehrlich zu sein, weil ich einfach weiß, okay, New Relationship Energy ist einfach ein stark Force an manchen Leuten. Und drücken dann auch Hand und Art so, wo ich an anderen Situationen so, ey, das war doch nicht so cool. Weil ich mir auch am Anfang wünschen, dass meine PartnerInnen, wenn ich gerade voll am New Relationship Energy Modus sind, mich auch nicht so müssen, wie sie mich geben müssen, wenn ich das nicht sehe. Falls das Sinn ergibt. Ja, fand ich schon. Und ich fand nur lässig sein und die ganze Sache mit einem Blick voller Leeft und mit vielleicht auch ein bisschen Humor holen. Also ich war ein guter Approach. Wobei, wie du auch gesagt hast, sind Bedürfnisse nicht soll aus den A verlieren, an die auch soll zu richtiger Zeit, an das heißt möglichst frei kommunizieren, an das Recht, wenn es zu spät ist. Fand ich ganz gut als Tipp. Was ich auch fand, dass mir zumindest mega gut hilft, ist so liebevoll zacken. Weil, also meine PartnerInnen machen das auch bei mir. Und ich fand das immer auch so einen kleinen Realitätscheck ein bisschen, weil an all so zacken, also immer so Klange von Geworisch dran. Das heißt, wenn meine Partnerinnen mich so liebevoll ein bisschen abzählen, dann weiß ich, dass ich vielleicht ein bisschen mehr vorsichtig muss sein, mit das mal aber noch kein Basis. Und ich zacke meine PartnerInnen auch ganz gern. So mit ganz viel Life ein bisschen, was eine New Relationship Energy haben. Weil ihn aber, wenn ihn eine New Relationship Energy ist, sich aber behält wie ein 14-jährigen hormonalen Teenager. Ein bisschen. Und das ist witzig, gerade wenn das Leute sind, für die das untypisch ist. Also ich meine, das hätte ich persönlich nicht so gern. Aber vielleicht während man an dem Zustand auch, also gif ich das vielleicht auch nicht so schlimm fanden. Final, wenn ich mich wirklich gif, so behöle, wie du gerade geschrieben hast. Ich meine, das muss ich einfach mit seinen Partnerinnen ausmachen, auch was okay ist, was nicht. Und das ist halt auch individuell, was halt dann eine Grenze überschreitet, aber was voll okay ist und wo der beide Seiten können drüber lernen. Das ist halt immer etwas, was die muss aushandeln oder was die muss wissen, aber die kann kommunizieren. Aber was wahnsinnig individuell ist. Ma Joel, ich meine, dann wären wir an einem Ankommen von dieser Episode. Ich hoffe, der hat ganz viel beigelehrt über Leeft und verleeft sein, an Feuern, an Flammen, an Decken. An Lo könnt noch eine Rubrik vom Eli, also bleibt noch ein paar Minuten dran. Und wir hören uns in 2 Wochen. Adi. Ciao. Ein gut froh. Gut gefrot. Ein gut froh. Wat ass e wet and messy fetisch? Mam erste Spiel den net, dat kruste bestimmt als Kanmol gesot. Melobaster Wursen an du dir selber entschäden, was du mam erste muss. Spielst du mat? An einem sexuellen Kontext? Interessiert? Genau darum geht es an dieser Rubrik.
Der Wet and Messy Fetisch, auch noch Sploshing genannt, als ein Vierleif für Nasssubstanzen, oft Essen, die auf ein chaotisch oder unordentlich Art und Weise auf dem plakischen Körper, dem Gesicht oder den Kleider verdeelt gehen. Darum geht es einerseits um Sensationen von den Substanzen im Körper, also zu fühlen, wie die verschiedenen Konsistenzen sich auf der Haut auffühlen. Bei denen, die nur gucken, geht es darum zu sehen, wie der Chaos entsteht, wie die Sauerei entsteht, und die Person immer mehr knastig wird. Hier geht es auch um verschiedene Konsistenzen, Farben oder Gerüche. Oft wird Rasierschaum, Schlagsahne, Tachten oder Cremekuchen benutzt. Die Person, die mit dem Ersten spielt, kriegt das auf sich gehalten oder setzt sich auf den Kuch, wälzt sich dran, verdeelt den auf sich oder reift sich damit an. Wenn die Person Kleider anhat, können das Schwammkleider, eine Wäsche, Hochzeitsreck, Schaffkleider oder Kostüme sein. Generell sind verschiedene Körperflüssigkeiten wie Urin, Kaka, Katz oder Sperma nicht Teil vom Wet and Messy Fetisch. Es kann in Avarei eher Schokoladesauce, zerdrückte Mahlbier, Glas, Creme, Urlisch, Honig, Seife oder Farbe benutzen. Oft wird Wasser oder Creme benutzt, für die mit flüssig oder kleverische Substanzen zu verdelen. Hier und da gehen Personen aufgelegt oder verschiedene Substanzen gießen. Das muss aber nicht der Fall sein. Person, die das möchte, ist nicht unbedingt plakisch an den Akt kann, man muss nicht sexuell sein. Hier und da masturbiert Person oder pur Personen haben Sex, nachdem sie sich begleitet tun. Das muss nicht der Fall sein und ich finde auch viel Sploshing-Videos auf YouTube, also frei zugänglich. Eine mögliche Subkategorie ist Cake-Sitting, also sich auf die Kuch zu setzen, und diesen zu zerdrücken oder zu zerdretschen. Wie kannst du Essen an dein Sexleben abbauen? Es gibt ganz viele Möglichkeiten zu sploschen. Wir haben eine konkrete Idee. Kauf Obst, Schokolade, Kamellen und Schlagsahne. Lüt eng oder mehr Personen an. Eine Person lädt sich plakisch oder an einer Wäsche auf den Rücken. Die anderen decken den Tisch, also arrangieren die verschiedenen Lebensmittel auf dem Körper von der Person. Danach ist das Bankett eröffnet, und jederin isst diese vom Körper. Die meisten Personen, die ein Interesse für den Wet and Messy Fetisch haben, haben seit der Kindheit, seit sie 3 oder 4 Jahre alt sind. Diesen hat sich seit der Pubertät dann sexualisiert. Es kann auch einfach ein Kick sein, etwas zu machen, weil den als Kind verboten wird, eine Art und Weise sich zu befreien. Spiel ruhig mal am Essen, wenn das dich froh möchte. Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Er Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministerium für Education, Kinder und Jugend. Mit freundlicher Unterstützung vom CESAS, dem nationalen Referenzzentrum für die Promotion von der affektiven und sexueller Gesundheit. Das Ministerium für Education, Kinder und Jugend an den CESAS gehen alle Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.